Ich weiß zwar noch nicht genau, wann und wie und was und warum, aber naja. Servus Leute, was geht ab? Da ist wieder ein Sumo King und es ist wieder ein absolut schöner Tag. Es ist kurz nach 9 in der Früh, weil ich mal jetzt in der Arbeit, ich habe Spätschicht, aber ich verkürze halt ein bisschen. Ich arbeite quasi von 10 bis um 6. Dass man auf Nacht noch ein bisschen Motorrad fahren kann, weil es ist ja absolut schönes Wetter. Bei mir 4 Tage aufs Big Bike Meet, das ist in Nördlingen. Bin gespannt, ob ich da ein paar Leute treffe, die da dort sind, weil das ist nämlich ein Motorradtreffen, beziehungsweise das ist einfach so ein Flugplatz, der wo es komplett alles angespielt ist und da wo du einfach auf der Landebahn, wenn du willst, mit 404 ballern kannst. Und da kannst du standen und Burnout-Arena und alles was illegal ist, ist dort erlaubt. Und da werde ich auch wieder und da werde ich auf jeden Fall ein paar Motovlogs machen. Ich werde zwar nicht mit meiner KTM fahren, die lasse ich daheim, weil das ist mir ein bisschen schade mit da oben, weil das ist wirklich, also das ist wirklich hardcore asozial da oben. Und zwar, ich werde wahrscheinlich mit meinem kleinen Bierkistelfahrzeug fahren. Also nicht fahren, das würde ich mitnehmen, sagen wir es so. Und dann werde ich ein paar Motovlogs dran und werde ich einmal die ganze Sache ein bisschen zeigen, wie das da oben ausschaut, weil es abläuft. Und will ich einfach ein bisschen das da oben zeigen, weil das ist wirklich geil. Was fährt denn da vorne dran? Handy verbunden. Ja, das ist mein Handy. Schaut euch das an, oben. Ist das geil. Ist das geil mit sowas. Also, ja, das. Ja, ich muss jetzt nicht gerade das Gefährt unbedingt, sondern was da vorne dran fährt. Ja, ist das cool. Man muss halt anders da aufpassen, weil als Autofahrer kannst du die Dinger leicht übersehen. Vor allem, wenn du, keine Ahnung, so irgendeinen fetten Jeep fährst, da fährst du einfach drüber und die denken sich so, ja Mann, jetzt ist gerade ein Auto über mich drüber gefahren. Alter, sind das voll. Die fahren auch voll gemütlich. Schau mal. Das sind auch anders die geilen Dinger. Aber du siehst halt die kaum, das ist das Problem. Also gefährlich sind schon zum Fahren, aber dass sowas überhaupt auf der Straße fahren darf, weißt du, aber mein Bierkistelfahrzeug darf nicht auf der Straße fahren, weißt du? Ja okay, das ist eine Marke Eigenbau und so und kein Blinker, gar nichts dran. Aber das geht 25 oder 50, ich weiß jetzt gar nicht, eigentlich ist es ein 50er Rollermotor, aber ich kann es da gerade nicht sagen, dass das Ding geht, weil Tacho und so habe ich auch nicht dran. Ich bin noch nie hinter die Dingern hergefahren, ich habe es einfach meistens nicht fahren sehen. Und ich mir denke so, ja, ich mag auch mal sowas fahren. Ja, jetzt mal, wo da vorne dran ein Auto ist, dass ich es nicht richtig sehe. Ah, fahr weg Auto, fahr weg. Die gehen ja voll ab. Schaut euch das an. Er hat sogar eine Orion-Werbung dran. Ja moin, ist das geil. Also mit sowas darf ich auch gerne mal fahren, mal schauen. Sowas kann man sich bestimmt, ja, wenn man sich sowas selber zusammenbaut und irgendwer zum TÜV bringt und alles dran lädt. Oh Mann, sind die Teile cool, aber warum haben die einen Blinker? Das würde mich schon interessieren. Er hat sogar eine GoPro dran, ja moin. Okay, Reflektoren, jetzt mal erstmal den Gang überschalten. Da hat schon interessieren, wie schnell dass die Teile gehen, bestimmt 80. Aber mit Airbag und so ist da nichts dabei. Ja, oh Gott, und ich glaube Federung und so, da schüttelst du ganz schön durch. Aber naja, braucht man da nicht, der Fun ist da, ja, richtig schön Ausweicher, so gehört es. Also der Fun ist bestimmt da. Und was ist jetzt los? Ah, da ist er, ah, 6. Da kann man sich bestimmt ummelden, aber ich weiß halt nicht, was das alles kostet, wenn man da fahren kann, sagen wir es so. Aber da muss ich mich echt informieren, weil die Teile sind anders so cool und das war bestimmt ein richtig geiler Motovlog, wenn man da miteinander fahren kann und einfach, das war bestimmt geil, ohne Schmarrn. Da muss ich echt einmal schauen, was das kostet und mich ein bisschen informieren, dass ich vielleicht, ja dieses Jahr wird es mir nicht mehr hinhauen, von der Wärme her, aber vielleicht, dass ich nächstes Jahr, dass mich da mal informieren, was das kostet und dann kann ich auch einen richtig geilen Motovlog drüber dran. Das war bestimmt geil. Okay, der letzte hat einen kleinen Blinker dran, der erste vorne hat Handzeichen gegeben. Jetzt muss ich auch mal blinken, weil ich will auch die Richtung. Oh Mann, sind die Blinker süß. Weißt du, dass sowas überhaupt legal ist? Die kleinen Blinker, die sieht man gar nicht, aber weh von deiner KTM ist der Blinker ein bisschen zu klar, oder dann? Oha, die Teile gehen ja anders da ab. Das ist so geil, Alter, das darf mir jetzt so drücken, dass ich da einfach fahre damit. Aber ein bisschen riskant fahren dann schon, Alter. Also sowas muss ich schon zugeben. Stellenweise fahren sie ziemlich dicht nebeneinander.
Ja, oder vor allem wenn es bremsen, dann kommen wir uns ziemlich nah voneinander und das ist halt schon gefährlich. Also ich weiß auch nicht, weil die Schaltung da ausschaut, ob das einfach so, keine Ahnung, so 125er Rollermotor drin ist, dass du einfach schon Gas geben musst, weil ich glaube Schalten ist da nichts und einfach schon Gas geben und bremsen. Ja, so mit dem Teil ballern, ich darf ja so mit dem Teil ballern, einfach so Kurven holzen. Oh, weil ich mag nicht wissen, was so ein Drum kostet, wenn du wie soll ich sagen, straßenzulässig machen lassen willst, beziehungsweise wenn du anmelden willst oder zum TÜV bringen, das wird bestimmt nicht gerade billig sein, aber ich glaube, wenn du so ein Teil hast und dann auf der Straße fahren darfst, das war bestimmt einzigartig. Weil ich habe eigentlich so noch nie irgendwo sowas fahren sehen, noch nie. Steht bei uns, da ist so quasi so ein amerikanisches Restaurant und die kennen die Teile. Und die haben keine Ahnung wieso oder weshalb die gemacht haben oder so, aber du kannst da quasi anmelden und dann kannst du dich da bewerben, dass du damit fährst. Und keine Ahnung, ich kann es eigentlich nicht sagen, wie das kostet, aber ich habe mal so einen Flyer gekriegt, weil die Teile rausgekommen sind und der mal nur irgendwo umeinander liegen, weil das war dann bestimmt einmal cool, einfach so eine kleine Runde miteinander zum Fahren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das du fährst, oder wird es wahrscheinlich verschiedene Programme geben, so und so lang kannst du fahren oder so und so lang. Und ja, das war bestimmt, Alter, das war ja so ein geiler Beruf, weißt du? Arbeitest da einfach und dann machst du einfach so einen Tourguide, weißt du? Fährst einfach mit einer Gruppe Leute einfach spazieren und verdienst Geld, Alter, das war halt ja so mal wieder. Das war halt echt mal wieder, ohne Schmarrn. Mal schauen, wo ich noch hinfahren damit. Ja, und übrigens, Leute, ich bin jetzt gerade am Weg zu meinen anderen Kollegen, zum Robert und zu meiner Freundin, die warten schon wieder auf mich, weil ich bin jetzt gerade von der Arbeit raus. Und jetzt drehen wir nur eine gemütliche Abendrunde, weil es wieder einfach so richtig schön ist und schauen wir, was es alles so gibt. Und ja, das sind die kleinen Teile. Ist das geil, ist das geil. Und ich werde jetzt auf jeden Fall verabschieden, wenn es was Neues gibt, dann melde ich mich wieder. Wir hören uns leider bis die Tage. Servus.